Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute kommt ein schwerer Fall zur Verhandlung. Die Gendarmen führen einen wirklichen Verbrecher und Dieb vor. Einen Vagabunden namens Florian Zugschwert. Einen noch jungen Mann zwar, aber immerhin einen Viehdieb. Und weil die Geschichte auch mit dem nahen Kloster St. Wendelin zu tun hat, nimmt der Fall eine leicht theologische Wendung. Pater Cyprian, der Wirtschafter von St. Wendelin, und Pater Ottlo, der fromme Beichtiger, sind als Zeugen erschienen. Der Herr Amtsrichter ist, ob der Schwere des Falles, ziemlich nervös. Mein lieber Florian Zugschwert, wenn Sie schon Ochsen stehlen, dann ärgern Sie mich hier bitte nicht noch damit, dass Sie sich so besonders dumm stellen. Sie sind im Gegenteil ein ganz pfiffiges Bürscherl. Darf ich dem Gericht das Schulzeugnis meines Mandanten vorlegen? Hieraus ist der Grad der Intelligenz des Angeklagten deutlich zu erkennen. Mein Mandant hat zweimal das Klassenziel nicht erreicht. Ja. Er verfügt wirklich über sehr magere geistige Fähigkeiten. Mein Herr Doktor, Schulzeugnisse. Müssen Sie doch nicht selber lachen, nicht? Der Bursche war stinkfaul und frech, aber ganz hell. Und ist er auch heute noch. Mit Dank zurück, Herr Doktor. So, Angeklagter, jetzt möchte ich von Ihnen als erstes wissen, warum Sie sich gerade den Huberbauern von Remmerding zum Ochsenstehen rausgesucht haben. Ich hab den Ochsen überhaupt nicht gestohlen. Der Huber hat ihn ja selber aus dem Stall rausgeführt. Ja, das stimmt schon, aber erst nachdem Sie meinen Mordsbären aufgebunden haben. Was haben Sie ihm denn alles vorgeschwindelt, hä? Ich hab nur gesagt, dass der Pater Cyprian gerne einen schönen Ochsen kaufen möchte. Aha. Und dass er Sie damit beauftragt hat, beim Huberbauern nach einem solchen Stück nachzufragen? Nein. Ja! Das haben Sie gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Na, da helfe ich Ihnen drauf. Warum haben Sie sich ausgerechnet den Huberbauern von Remmerding rausgesucht? Weil der halt die schönsten Ochsen hat. So, und warum noch? Sonst wegen gar nichts. Warum? Nicht vielleicht, weil der Huberbauer ein besonders leichtgläubiger und besonders gutmütiger und besonders frommer Mann ist, hä? Was der? Der ist eher misstrauisch und wahnsinnig geizig. Also genau der Richtige für Ihre hinterkünftige Gaunerei, nicht? Der Huberbauer hat also einen schönen Ochsen aus dem Stall geholt und hat ihn nach Wendelins Zelt geführt und Sie sind mitgelaufen. Und dann weiter, was war dann? Der Pater Cyprian hat den Ochsen sofort gekauft. Um wie viel? Um 300 Magel geradeaus. Mhm. Der Huberbauer hat aber dieses Geld nie gesehen. Ja, dafür hat er seinen Ochsen wieder. Aha. Und der Pater Cyprian seine 300 Mark, ja? Jawohl. Wie Sie sehen, Herr Amtsrichter, ist alles in bester Ordnung. Es gibt keine Geschädigten. Ich ersuche somit das Gericht um Einstellung des Verfahrens. Dagegen verwahre ich mich auf das Entschiedenste. Nur mit Mühe konnte der Angeklagte mit den 300 Mark entdeckt und ergriffen werden. Und dann waren es nicht mehr 300 Mark, wie Sie vor Gericht glauben machen wollen, sondern nur noch 283 Mark. Die Summe von 17 Mark hat der Angeklagte bereits vor seiner Festnahme vertrunken. Es gibt demnach sehr wohl einen Geschädigten, nämlich den Pater Cyprian, das ist der Wirtschafter vom Stift Wendelin-Zell. Diese Darstellung ist lückenhaft, denn die fehlende Summe von 17 Mark konnte mittlerweile aufgebracht werden. Ja, nicht erhitzen, meine Herren, dazu besteht gar kein Grund, das Verfahren wird schon nicht eingestellt. So. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, Angeklagter, wie das Kaufgeschäft mit dem Pater Cyprian abgelaufen ist, wie sich der Huberbauer verhalten hat zum Beispiel, nicht? Den haben Sie doch in den Beichtstuhl geschickt, nicht? Was soll ich da sagen? Ja, die Wahrheit zum Beispiel. Der Huber hat gesagt, das trifft sie gut, dass er heute auf Wendelin-Zell kommt, hat er gesagt.
Da kann ich noch gleich meine Osterbeicht ablegen. Aha. Genauso hat er geredet. Ja, sag ich, beicht nur. Ich verkauf dir da weiter einen Ochsen. Das ist mir wieder recht, sagt der Huber. Und ist neu in Kirch. Und ich schreie ihm nur nach, wir treffen uns dann in der Wirtschaft, da kriegst du dann das Geld. Genau so ist es gewesen. Ja, aber 3 Tage danach erst, da sind Sie irgendwo bei irgendeinem Wirt aufgegriffen und verhaftet worden, nachher, ne? Ja, mir ist halt gerade nichts anderes eingefallen. Ruhig. Und hier und heute fällt Ihnen leider auch gar nichts anderes ein. Nicht mehr die Beichte vom Huberbauer, nicht Ihre Gespräche mit dem Pater Ottler, mit dem Pater Cyprian, mit denen Sie die ganze Geschichte eingefädelt haben und so weiter und so weiter. Da darf ich nichts sagen, Herr Richter. Ja, warum denn nicht? Dieses tut doch alles unter das Beichtgeheimnis hineinfallen. Ruhig. Ach, haben Sie ein so zartes Gewissen, hä? Setzen! Wachmeister, bitte um den Zeugen, Hochwürden Herrn Pater Cyprian. Pater Cyprian, jawohl. Wenn mir der Ochs wenigstens ein einziges Mal zublinzelt hätte. Ich könnte mir heute noch an den Kopf greifen, dass ich das nicht gemerkt habe, dass der Ochs gestohlen worden ist. Der Zeuge Hochwürden, Herr Pater Cyprian, Kellermeister vom Stift St. Wendelin-Zell. Kommen Sie, Herr Pater, wir sind dran. Na endlich. In der Zeit kauft man ja 3 gestohlene Ochsen, bis man da einmal drankommt. Ich wünsche eine glückliche Aussage, Hochwürden, Herr Pater. Vielleicht rinnt er mein Ochsen, dass die anderen Bauern der Neid abpackt. Naja, er ist ja viel zu gutmütig als Paterwirtschafter. Ja, also, der ist wirklich zu gutmütig. Aber ganz, Herr Pater, ein Dummer ist er nicht, der Florian. Nein, dumm ist der nicht. Zusammenfassend, Hochwürden, der Angeklagte hat Ihnen den Ochsen gebracht und Sie haben ihn dann gleich um 300 Mark gekauft. Haben Sie bar ausbezahlt? Selbstverständlich. Die ganze Geschichte war ja sehr glaubwürdig. Und der Ochs war ein überwältigendes Exemplar. Wir haben gerade einen braucht. Na ja, da greift man halt zu. Ja, natürlich. Und der Angeklagte hat Ihnen das überwältigende Exemplar am Tag vorher schon avisiert gehabt. Hat er? Jawohl. Sehen Sie, und da hätte ich eigentlich stutzig werden müssen. Herr Pater, da interessieren mich jetzt Einzelheiten. Bitte erzählen Sie. Ja, das war ganz auffällig. Der Angeklagte lässt sich durch die Pforte bei mir melden. Er hätte einen Zugochsen, 3-jährig, abgerichtet und gerade in der ganzen Kraft. Ja, ja, sage ich zum Pförtner, wir brauchen doch einen solchen. Der Mann soll sich bei mir im Sprechzimmer melden. Ich denke natürlich, es ist ein Viechhändler, so wie es ja genug rumlaufen. Na, dabei war es der junge Mann da. Und ich muss sagen, er hat keinen schlechten Eindruck auf mich gemacht, indem er sagt, der Ochs, der sei von seinem Firnbaden, ja, bei dem er gerade im Dienst ist, beim Huber in Rehmerding. Ja, und da hätten Sie gestern durch den Viechhändler Held erfahren, dass unsere Stiftsökonomie also dringend einen Zugochsen braucht. Ja. Das Handelsgeld, hätte der Bauer gemeint. Na, das könnte er sich selber verdienen und darum hat er den Knecht hergeschickt. Der Bauer, der wäre im Moment ein bisschen krank, ja, und bettlägerig. Aber er hätte alle Vollmachten, sagt er. Und wenn ich den Ochsen kaufen möchte, dann täte er ihn morgen herbringen. Ja, sage ich, er soll nur ruhig bringen. Der Huber von Rehmerding, der hat keine schlechten Ochsen. Ja, das war alles. Ein bisschen ungewöhnlich, aber eigentlich auch wieder nicht. Und am anderen Tag hat der Angeklagte also den Ochsen gebracht und Sie haben, wie gesagt, gleich auch ausbezahlt. Jawohl, bare 300 Mark. Bare 300? Entschuldigung. Dann ist der Schwindel geplatzt, ja? Das kann man wohl sagen. Kommen ist der Ochs in der Früh um 8 und um 11 dann im Refektorium erzählt mir der Pater Ottlo seine sonderbaren Erlebnisse im Beichtstuhl, beziehungsweise im Beichtzimmer für Schwerhörige, neben der Sakristei. Ja, na, da ist mir natürlich ein Licht aufgegangen, gell? Ich bin gleich raus in den Stall und da treffe ich auch schon den Huberbauern. Ja, no. Man ist halt auch bloß ein Mensch, gell? Ja, Gott sei Dank, Herr Pater. Ja, und der Ochs hat ja nichts gesagt. Danke, Herr Pater, es war sehr schön, es war Ihnen gut zuzuhören. Oh, Herr Pater, ich will Sie nicht zurechtweisen, aber eigentlich ist das im Gerichtssaal verboten. Ach so. Kann ich auch eine haben? Ja, bitte, gern. Danke. Nichts auch eine, Herr Staatsanwalt. Danke, nein. Oh, ist die Rasse. Ja, das ist ein echter. Helft Gott, Herr Vorsitzender. Dankeschön, Pater. Also, der schöne Ochs tut mir natürlich sakrisch leid. Aber ich hoffe, dass man der Huberbauer doch noch einmal verkauft. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Pater. Dankeschön. Wachtmeister, bitten Sie bitte Hochwürden Herrn Pater Prior herein. Hochwürden, Prior, jawohl.
mich ja so blamieren. Also, keine 10 Viehhändler haben mich jemals so reingelegt. Bitte schön um Verzeihung, Hochwürden. Sie hätten das Zeug zu einem ganz raffinierten Geschäftsmann, wenn Sie bloß ein bisschen ehrlicher wären. Ich will ja ein Viehhandler werden. Das ist das Anfangskapital fehlt mir halt noch. Ach so, ja. Und das wollten Sie na jetzt mit dem Huber seinem Ochsen verdienen. Herr Pater Cyprian, ich bemühe mich die ganze Zeit, es zu übersehen, aber jetzt kann ich eigentlich beim besten Willen nicht mehr. Ja, es ist nämlich leider nicht gestattet, sich im Gerichtssaal mit dem Angeklagten zu unterhalten. Also bitte. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, ist ja eh schade um jedes Wort, dass man so einen Frechdachs verschwendet. Ja. Hat mein Mandant nach Erhalt des Kaufpreises nicht irgendeine Äußerung getan? Zum Beispiel hat er sich bedankt im Namen seines Auftraggebers, des Huberbauern von Remmerding. Ja. Oh, bleiben Sie ruhig sitzen, Pater Cyprian. Der Herr Doktor ist auch nicht aufgestanden, ne? Ja, freilich, das hat er schon. Da wird aber der Huber erfreut haben, hat er recht scheinheilig gesagt, wenn ich in die 300 Mark hinzähle auf den Stubentisch. Ja, so ähnlich hat er gesagt. Und ich habe mir noch gedacht, ah, das ist aber einmal ein braver Knecht. An dem kann jeder Bauer seine Freude haben. Ich bitte das Hohe Gericht, diesen Ausspruch meines Mandanten wärmstens zur Kenntnis nehmen zu wollen. Na, Herr Doktor, das tun wir nicht. Denn das ist eine ganz unglaubliche Scheinheiligkeit. Und sowas mögen wir nicht, gell, Herr Pater Cyprian? Freilich, ein echter Heiliger ist natürlich mehr wert wie ein Scheinheiliger. Möchte man meinen, ja. Ja, aber ein reumütiger Scheinheiliger ist mir allerweil nur lieber wie einer, der überhaupt keinen Glauben hat. Aber die gereifte Einsicht eines echt humanen, gütigen Geistes, eben benediktinisch. Der Zeuge Hochwürden Prior. Ja, danke schön, grüß Gott. Herr Pater Ottler, kommen Sie her zu mir. Grüß Gott, Herr Amtsgerichtsrat. Ja, der Grüß Pater. Gott, meine Herren. Herr Pater, der Angeklagte hat also zuerst bei Ihnen gebeichtet und dann hat er Ihnen auch noch den Huber von Remmerding zum Beichten geschickt, ja? Ja, einen Tag vor der Handelschaft kam er zu mir in den Beichtstuhl. Ja. Ich protestiere auf das Heftigste. Der Zeuge ist drauf und dran, das Siegel des Beichtgeheimnisses zu zerbrechen. Sag's jetzt mal. Ruhig! Mach's doch kein Wind, Herr Doktor. Unser berühmter Beichtiger von Wendel-Iszell, unser Pater Otto, der wird doch selber wissen, was er zu tun hat. Und er wird er noch einmal. Bitte um Entschuldigung, fahren Sie fort, Herr Pater. Ich möchte etwas richtigstellen. Der Angeklagte kam zwar zu mir in den Beichtstuhl, Ja? aber er hat nicht gebeichtet. So hat er nicht? Nein, er hat nicht gebeichtet, sondern er hat mir die Bekehrung seines Firmpaten angekündigt. Er habe, so hat er mir erzählt, einen Firmpaten, einen fürchterlichen Geizhals und Ochsenzüchter Ja? von Beruf, der immer nur an seine Ochsen denke und auch immer nur davon rede und seit Jahren nicht mehr zum Beichten gehe. Er, der Angeklagte da, hat mir dann versichert, dass er seinen Firmpaten endlich so weit gebracht habe, dass er morgen hierher zum Beichten kommen wolle. Ja. Aber der Mann sei schwerhörig, weshalb ich ihm die Beichte besser hinten im schwerhörigen Kammerl abnehmen solle. Ja, raffiniert. Ja. Seltsam, Ja? diese ganze Geschichte, aber trotzdem wiederum nicht so ganz unglaubwürdig, denn die Gnade der Bekehrung kommt oft auf mancherlei Weg. Ja, schon vielleicht. Naja, also ich habe dem jungen Mann dann alles zugesagt und ihm versprochen. Und am anderen Tag ist der Huberbauer von Remmerding dann tatsächlich zu Ihnen zum Beichten gekommen. Ja, am anderen Tag kam also der junge Mann wieder zu mir in den Beichtstuhl und sagt, Pater, es ist soweit, ich habe meinen Firmpaten draußen. Na bitteschön, sage ich, der Mann soll kommen und wir gehen dann auch gleich in die Beichtzelle für Schwerhörige. Ja? Ja, sie bat dann, den Pater niederzuknien und mit der Beichte anzufangen. Aber der wollte nicht. Ja, ist fast verständlich, nicht? Ja, nein, der wollte nicht. Der sagte nur in einem zu, unter 300 Mark, Pater, kann ich Ihnen den Ochsen nicht geben. Mit der Ruhe da hinten, ja? Guter Mann, sage ich, wenden Sie doch endlich Ihren Sinn weg von allem Irdischen und beichten Sie Ihre Sünden. Nein, sagt er, nein, unter 300 Mark kriegen Sie den Ochsen nie und nimmer. So ein Ochs ist ja heutzutage gut und gern seine 320 Mark wert. Pater Otto, wann haben Sie dann endlich gemerkt, dass Sie einem, wie soll ich sagen, Missverständnis oder sogar noch besser, direkt einem Betrug aufgesessen sind? Ja, noch lang nicht. Der Huber... Ruhig.
Der Huber, der hat dann in einem Fort geschimpft auf die Viehpreise und auf die Viehhändler. Und unter 300 Mark kann er den Ochsen nicht hergeben. Und der Pater Cyprian, wenn der nicht krank wäre, ja, der würde leicht seine 320 Mark zahlen. Hoppla, denke ich mir, der Pater Cyprian ist ja doch gar nicht krank. Ja, und 320 Mark hätte er auch nicht zahlen für den gewiss sehr schönen Ochsen. Ja. 300, aber mehr nicht. Mehr Passt nicht. er. Also, Pater Otto, dann ist Ihnen sozusagen, wie man so eben so sagt, ein Seifensieder aufgegangen. Sie haben dann die entsprechenden Fragen gestellt und haben alle zur Ergreifung des Täters nötigen Schritte getan. Nein, nein, der Huber ließ es gar nicht so weit kommen. Der war plötzlich auf und davon. Ja, ich habe dann erst im Refektorium die ganze Geschichte erfahren. Danke, Herr Pater Otto, das war eine hervorragende Aussage, mein Gott. Wenn ich mir vorstelle, was ich sonst hier zu hören kriege, direkt ein Labsal. Nehmen Sie Platz, Herr Pater. Mein Gott, Ja? als Beichtvater ist halt der kriminalistische Sinn nur schwach entwickelt. Ah, das ist keine Schande, Herr Pater. So, jetzt haben Sie aber einen Preis verdient, Pater Ottlo. Ach, Meister? Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender. Aber, Herr Pater Cyprian, ja, ich bitte Sie, so war das natürlich nicht gemeint. Wäre ja traurig, wenn man nicht bei illustren Gästen einmal eine Ausnahme machen täte. Darf ich Ihnen jetzt eine anbieten, bitteschön? Ja, gern. Dankeschön. Ihnen auch, Herr Pater Ottler? So. Und ich? Sie holen mir den Zeugen Huberbauern von Remmerding. Ich hätte an den Zeugen Pater Otto noch gern eine Frage gestellt. Erstens einmal, Herr Doktor, warten Sie bitteschön, bis ich wieder auf meinem Huckerl sitze. Zweitens ist der Fall sonnenklar. Drittens ist Ihr Herr Mandant ein ganz gerissenes Bürscherl. Und viertens möchte ich jetzt ein sauberes Geständnis von Ihnen zugeschwert. Ich habe ja keine böse Absicht gehabt. Ich will ja der Viehhandler werden. Aha, und zum Einüben haben Sie gedacht, da könnte man es ein bisschen... Der Ochs von meinem Firmenpart war gerade das richtige Anfangskapital. Beim Anfangskapital hat's mir halt noch gefällt. Also, wenn das kein Geständnis ist, dann bringe ich hier nie mehr eins raus. Ich protestiere auf das Entschiedenste. Wogegen, Herr Doktor? Setzen. Der Zeuge Huber Bartholomäus, Huberbauer von Remmerding. Sehr schön, ja, bitteschön, kommen Sie vor, Huberbauer. Wir machen es geschwind, Huberbauer. Geht das Ihnen gut? Gute Rat? Ja, darf ich das wegnehmen? Huberbauer, jetzt sagen Sie mal, können Sie sich denken, warum der Pater Ottlo haben wollte, dass Sie bei ihm beichten? Ha? Ja, heute denke ich mir's, weil der Oberbazi zu ihm das gesagt hat. Mhm. Und was hat der Oberbazi zu Ihnen gesagt? Ganz was anderes. So? Der Pater Cyprian sagt, er war krank. Und für ihn hat der Pater Prior den Ochsen kaufen. Der will aber bloß 280 Mark zahlen dafür. So. Rissfällen mit ihm. Er sitzt gerade in der Klosterkirche und beicht. Ja, nachher denke ich, muss selber nicht im Beichtstuhl, weil 280 Mark ist kein Preis. Ja, natürlich, haben Sie recht. Ja, er ist aber gleich aufgestanden und ist mit mir ins Sakristeistum gegangen. Dort hätte ich nachher beichten sollen. Ich hab aber nicht gemeint. Ja, da haben Sie recht gehabt, nicht? Und nachher sind Sie davon, nicht? Und was haben Sie nachher gemacht? Und nachher ist der Lump mit meinen Ochsen nicht mehr da gewesen. Darf ich nicht denken, das ist gut. Der Ochs ist weg, schrei. Und magst ganz klosterle wellisch. Mein Ochs ist weg, mein Ochs ist weg. Die Pater Monoroe samt die Spinn. Der Priori auch. Ja, sag's die nochmal. Verzeihung. Endlich sehe ich meinen Ochs im Stall drin. Ja. Aber unter 300 Mark geht nix, sag ich zum Pater Stallmeister. Der lacht und sagt, das hat er gerade ausgezahlt. Der Pater Cyprian. 300 Mark für den Ochsen. 300 Mark oder so. Ja, wo ist noch der Mann hin? Der hat ein Lump. Ja, wo denn? Mir wird zierret heiß, mir wird eiskalt, mir wird schwindlig. Wo ist das Geld? Wo ist der Haderlum? Ja, wo ist er denn endlich, ne? Ja, da kommt der Pater Cyprian und erzählt mir, wie er es erlebt hat. Ja. Und dann sind wir zur Polizei gegangen und den dritten Tag haben wir ihn erwischt, den Verlotten. Ja, das war ja gut, nicht? Denn ein ganz unbandiger Bazi ist er auf jeden Fall, nicht wahr? Jetzt hätte mich nur noch eines interessieren. Wer hat ihm denn diese 17 Mark gegeben? Dredl, Firmengudel von meiner Bayerin, wo zur Zeit grammatieren ist. Das dumme Madel will den Banditen da glatt heiraten. So, Dankeschön, Huberbauer. War sehr schön, was Sie gesagt haben. Bitte nehmen Sie Platz. Ah, das stimmt.
Das Dresal und meine Wenigkeit, wir taten uns recht fest lieben. So, recht fest lieben, das ist ja sehr schön. Und wovon wollt ihr leben? Sie haben ja keinen Beruf. Ich möchte ja ein Viechhandler werden. Sie möchten, ja, aber das Anfangskapital, das fehlt den Leuten, nicht? Ja, jetzt halt schon. Ja, jetzt halt schon, nicht? Wachtmeister, rufen Sie jetzt geschwind noch die Zeugin Therese Burgstaller herein. Grammatein von Dirling. Jawohl. Also begabt ist der Mann nicht nur für den Ochsen, sondern sogar auch für den Pferdehandel. Ja, ja, aber eine kleine Buße müsste schon sein. Dann würde ich ihn allerdings auch absolvieren. Schön, Herr Pater Ottler, und ich versuche mich Ihnen anzupassen. Die Zeugin Burgstaller, Therese Grammatein zu Dirling. Ist recht, dankeschön. Kommen Sie her zu mir, Frau Zeugin. Na kommen, seid ein bisschen geschwinder, so. Das wollen wir ganz rasch erledigen. Ich habe nämlich nur noch eine einzige Frage. Warum haben Sie dem Angeklagten diese 17 Mark gegeben? Ja, mei, so halt. Ja, naja, schon eine sehr gute Antwort. Aber wissen Sie, ich bin neugierig. Ich möchte es nämlich ganz genau wissen. Warum? Ja, mei, weil ich ihn halt mag. Und weil er kein Dummer ist und gewiss einmal ein guter Viechhandler wird. Nein, es Ein großartiges Anfangskapital. Also ich verspreche dem Mann, dass ich gelegentlich eine Handelschaft mit ihm mache. Bravo! Dresal, jetzt fällt sie nichts mehr. haben Sie sich gedacht, auseinander. Im Namen auf Stempelchen seiner Majestät, ja, so geht's ja schließlich auch nicht, des Königs, nicht wahr? So ganz ohne Strafe, bei allem ringsum spürbaren Wohlwollen, nicht? Beziehungsweise einer königlichen Hoheit. 3 Monate wären nämlich jetzt nach den Paragraphen fällig. Des Prinzregenten ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird abgestellt nach St. Wendelins Zell zum Schürputzen, Rossstrichen, Stallmisten. Ruhe bitte, wenn ihn sein Dienstherr, der Huberbauer, nicht braucht. Und der Delinquent verspricht, dass er ganz kräftig hinlangen wird, aber nicht bei seinem Mädel. Gilt, das wird ihm für diese Zeit gesperrt. Die Sitzung ist geschlossen. Ach, so lang warte ich auch noch. Aber das aufgebucht haben wir gleich. Also was so ein Ochs nicht alles zusammenbringt. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Nein, lieber schon in den Ehestand. Ist auch fast immer ganz gut gegangen, gell? Aber neulich hat mir mal einer gesagt, den ich auch so ein bisschen verkuppelt habe, nicht? Wenn er das gewusst hätte, wäre er lieber ins Zuchthaus gegangen. Oh, das gibt schon zu denken. Aber Kinder, sei so gut. Ich meine, mir Ja, Schatz, natürlich. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amt.